Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Leute, heute habe ich ausnahmsweise mal Zeit, euch hier wieder was aufzunehmen. Das älteres Met wieder. Unglücklicherweise ist Odyssey gerade nicht aufrufbar und deswegen sind wir wieder auf YouTube. Die paar Sachen, die man noch findet auf YouTube. Zum Beispiel, ihr seht es hier am grisseligen Hintergrund, beim guten alten Rendern hochladen. Da habe ich euch ein Schmankerl rausgesucht. Also ich hoffe, dass das Schmankerl, das dauert 24,5 Minuten. Und das geht hier Drachenlord Stories Uncut Survival Kenntnisse. Richtig, das hört sich doch vernünftig an. Also, wenn man Met hat, also nicht, wenn man wirklich Wert auf guten YouTube-Content legt, dann hört sich das nicht vernünftig an, aber aus unserer Sicht 1A, da haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Qualitätsmet zu stoßen. Richtig. Ich habe mir hier das Video angeschaut von Konstantin Grubwinkler, ne, dem hier Anwalt. Und vom Montag, von dem Livestream vom Montagabend, da war einer von euch Schlawinern wieder mit dabei, oder? Bitte, wer auch immer dem da gegen Ende des Streams da nochmal irgendwie eine Frage mit dem Intro Medal rein gemeddelt hat. Wenn du das hier hörst, legendär, bitte schreib's da unten in die Kommentare. Ne? Aber in diesem Sinne, Leute, hockt's euch her, Sommermeere. Reißt euch eine Häube auf. In mir einer im Rhein. Und ich habe mir gestern und vorgestern das Geknackste, die Güllequalität, not my fault, hier ist von ihm hier. So Survival-Serien reingezogen. Im Übrigen, Rainer hat sich gerne diese Survival-Serien reingezogen. Bis dahin nichts Verwerfliches, das habe ich auch. Damals, wo dann irgendwie D-Max gekommen ist, hier mit so Bear Grylls und sowas. Freilich hat man sich das angeschaut. Und freilich hat man damals noch nicht gecheckt, dass das alles gescriptet ist, ne? Und dass der nicht draußen im Wald übernachtet, sondern halt im Hotel pennt, ne? Dass die ihre ganzen Nachtszenen geschmeidig dann gedreht haben, wo gerade die Sonne untergegangen ist, in einer halben Stunde mal kurz den Tag, oh, da raschelt's und nein. Und dass der ganze Rest alles gestellt war, wussten wir damals noch nicht, war astreine Unterhaltung. Aber Rainer hat sich das alles angeschaut und hat sich gedacht, ja, das ist ja easy. Jetzt habe ich das alles gesehen, jetzt kann ich das alles und deswegen ist er der Meinung, dass er große Survival-Lord ist. Ist dasselbe Grund, ja, er hat Teenage Mutant Ninja Turtles und Karate Kid gesehen und glaubt deswegen extrem gut im Kampfsport zu sein. Vollkommen Delulu, aber so kennen wir ihn. Ne? So haben wir ihn kennen und lieben gelernt. Und denk mir da einfach nur so. Nee, die können da alle nichts, ne? Wenn du dir so Survival-Serien anschaust, hier so Bear Grylls und sowas. Ich meine, klar ist das alles gestellt, aber natürlich haben die mehr auf dem Kasten als er, ne? Check ich nicht ganz. Dinge, die du nicht checkst, ja? Mit denen kann man komplett Öltanker füllen. Vor allem bei diesem es gibt ja dieses Nackt-Survival, kennt ihr ja vielleicht? Es war klar, dass das seine Survival-Sendung der Wahl ist. Ne? Natürlich fällt seine Wahl auf die Serie, in der die nackt rumlaufen. Kannst du es dir nicht ausdenken. Wie man so einfach gestrickt sein kann im Kopf. Es ist unfassbar. Und gibt's auf D-Max so. Ich denke mir so, das erste, die müssen ja nackt starten, ne? Aber alles andere, was die in der Natur finden und so weiter, und abgesehen von den 2, 3 Sachen, die sie mitnehmen dürfen, dürfen die ja alles verwenden.
Was ich mich immer wieder aufs Neue gefragt habe, da war eine Frau dabei, das ist echt, ich weiß nicht, ob ich das War hier ein Schnitt? gefragt habe. War ein Schnitt? Da war eine Frau dabei, das ist Okay, offensichtlich ist das hier, aber hier steht Uncut. Hm, ich bin verwirrt. echt, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, Nackt Survival. Kurze Erklärung für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Bei Nackt Survival ist ein Mann und eine Frau, die halt in irgendeine Gegend gebracht werden. Da müssen sie 21 Tage überleben. Und bei diesen 21 Tagen muss sie überleben müssen. Ja, und die sind halt nackert dabei und das ist genau deswegen so das Konzept gewesen, um Dullis wie dich anzulocken. Die sich dann denken, oh krass, hier, mit ohne Klamotten, oh, auf dem ganz untersten Primitivo-Level. Ja, also, ich glaube, das ist ja noch weiter unter sich irgendwie abends auf DSF oder Sport 1 oder was es war, hier diese sexy Sport-Clips anzuschauen. Das ist ja nochmal eine Schublade drunter. Nur zu zweit halt. Ähm, Voll krank. Haben sie keine Klamotten an. So. Das ist ja an sich okay, ja. Man fängt quasi nackt an und so, muss das Ganze machen. Warte mal. Die Idioten mal wieder rausfiltern hier. Ja, Und es ist halt richtig krass. es ist richtig, richtig krass. Das ist auch total cool. Und es schmeckt nicht nach Red Bull. Ja, weil hier Red Bull gibt's nicht bei der Survival Show nicht. Die gehen da halt ab und so. Es sei denn, bei den Survival Shows, die von Red Bull gesponsert werden, gibt es sicher auch welche, oder? Und müssen dann da halt überleben in der Wildnis, werden da in irgendwelche Sümpfe oder in irgendwelche Dschungel oder so abgeschoben oder Abgeschoben werden die richtig rein. Die werden alle abgeschoben. Das ist so ein Trick, den ähm, den die amerikanische Regierung dann gemacht hat, oder? Wo sie das produziert haben, die ganze Nummer. Da haben die dann gehofft, dass sich da Leute anmelden, die illegal im Land sind, die dringend Kohle brauchen, damit sie einen Grund haben, die außer Landes zu fliegen und dann zu sagen, ja, Digga, nicht mehr unser Problem, wie du wieder zurückkommst. Das war's. im letzten Fall waren es zum Beispiel auf einer Insel. Also richtig krass. Und was Er erklärt das, aber ich habe das schon öfters gesagt. Er erklärt das halt irgendwie wie so ein Sechsjähriger, der gerade seine Lieblingsfernsehserie erklärt. Oder keine Ahnung, das neue Ninjago-Hörspiel oder was weiß ich. Ne? So hört er sich an. Boah, ist total krass, Alter. Da gehen die uns sind da nackt und die müssen halt überleben, Digga. Also krass. Schon, Rainer, schon. was ich total Banane fand, in der ersten Folge die Kelle in der Serie. Es gab ein paar, die richtig gut abgegangen sind, die haben da richtig mitgeholfen und mitgemacht und Zeug. In der ersten Folge, der erste Kerl ist nach nicht mal einem Tag ausgeschieden. Der ist einen Tag dabei gewesen, ist dann eingepennt. Am nächsten Tag hat er da irgendwas gemacht und plötzlich ist er völlig fertig. Und kann nicht mehr und alles. Und dann musste die Frau noch 2, 3 Tage überstehen. Ja, Reini, aber der ist nach einem Tag draußen gewesen. Rainer, dir würde ich in der Situation keine Stunde geben. Reini, keine Stunde. Stellt euch mal vor, die würden ihn hier gerade hier zu seiner Glanzzeit, wo er 230 Kilo gewogen hat, die würden ihn dann hier mit dem amerikanischen Lastenhubschrauber, kennt ihr den mit den 2 Rotorblättern? Hängt er dann unten dran wie so ein Panzer und dann fliegen die den auf so eine tropische Insel. Egal ob nackt oder nicht und egal ob da noch irgendjemand dabei ist. Ich gebe dem eine Viertelstunde, dann liegt er in Fötushaltung auf dem Boden und weint und schreit nach seiner Mama. Das ist der Punkt hier, der große Survival Lord. Alter, hätte ich das gerne gesehen, wenn sie den irgendwie bei Seven vs. Wild oder sowas mit reingenommen hätten. Und so richtig in die räudigen Dschungel irgendwie mit Moskitos und so einer heftigen Luftfeuchtigkeit, sodass er mal ordentlich ins Schwitzen kommt. Das wäre, oh, vor allem vorher, aber würde er nie mitmachen.
der reißt jetzt hier das Maul auf wie so ein gestrandeter Wal, aber im Leben nicht, wenn da tatsächlich einer gekommen wäre, gesagt, hier Rainer, Survival Show. Wir setzen dich alleine auf eine einsame Insel. Kamerateam ist dabei, die dürfen dir aber nicht helfen, es sei denn, hier machst du Safe Word oder so. Und hurra, die Gams, du musst 21 Tage überleben. Erstens mal hätte ich es gerne gesehen, aber das ist, glaube ich, auch eine Unterhaltung, die passt in die Zeit von der Mittagspause rein. Weil, wie gesagt, mehr als eine Stunde gebe ich ihm nicht, dann liegt er da und weint. Alleine und dann hat er einen neuen Partner gekriegt, ausnahmsweise mal, weil es normalerweise kriegt er keinen neuen Partner, aber nachdem das beim ersten Mal, also ganz ehrlich, das ist schon, weiß ich. Ja, und Rainer, es ist halt, die Dinger sind halt aber wirklich größtenteils gescriptet und dass dann trotzdem irgendwelche Dullis wie du da sitzen und sagen, boah, das, also nach einem Tag ist der schon gegangen. Alter, das ist krass. Nicht. Fand ich ein bisschen arg erbärmlich. Im Übrigen, kennt ihr Cyanide and Happiness? Die machen so Comics und so Kurzfilmchen mit so Strichmanschgallen, die gibt's schon Ewigkeiten. Und die haben damals auch irgendwie Bear Grylls verarscht. Ja, das Cyanide and Happiness Ted Bear ein. Das Comedy Gold, meine Freunde. Comedy Gold. So, ich habe übrigens mal überlegt, ob ich vielleicht mal ein Video machen soll, was Feuer machen soll, weil ich kann das ein bisschen. Ja. Also Punkt Nummer 1, das Video ist nicht gekommen. Punkt Nummer 2, er kann das auch nicht. Also der könnte auch, wenn er wirklich so einen absolut idiotensicheren Feuerstahl hätte und den besten Zunder der Welt, würde der kein Feuer ankriegen. Im Leben nicht. Das ist wieder das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Der hat das irgendwie auf D-Max gesehen, wie der Bear Grylls das gemacht hat, so ein Feuer. Ne? Und dann also, ja, das ist ja easy, da haust du da einfach aufeinander und puff, puff, puff und du pustest ein bisschen hin und dann brennt die Scheiße. Ja, nein, Rainer. So funktioniert das nicht. Nee. Mit dem Feuerzeug, das gebe ich dir, aber das kann halt jeder. Also ich bin jetzt kein Profi im Survival oder so, ne? Das ist, weil sonst kommt der, hast du gesagt? Nee, habe ich nicht. Nein, du hast gerade gesagt, du kannst das. Aber Feuer machen kann ich mit so, wie heißt's? Wie heißt es? Mit dem Feuerzeug, Rainer. Du kannst Feuer mit dem Feuerzeug machen. Das kriegst du hin. Mehr traue ich dir nicht zu. Rainer, ich glaube, bei Streichhölzern wird es schon kritisch. Aufgrund der Körperklauserei und der fürchterlichen Grobmotorik bei dir. Namen vergessen. Mit so einem Magnesiumstab, was viele in der Serie verwenden. Und ich wollte mich schon lange mal am Feuerbohren probieren. Das habe ich noch nie gemacht, will ich mir probieren. Einfach ist es garantiert nicht. Ja? Ich habe es als Kind, aber immer so, mit den Händen habe ich es mal probiert. Ja, da verlierst du die Haut an den Handflächen, bevor irgendwas warm wird. Ne? Das ist halt Zeichentrick-Fähnlein, Fieselschweif-Bullshit. Kind. So, wenn du so einen Stab mit den Händen drinnen hast, so. Und es gibt verschiedene Methoden zum Feuer machen. Habe ich schon lange mal überlegt, ob ich das vielleicht mal ausprobieren soll. Ja, und das ist halt richtig krass. Die haben dann so einen Magnesiumstab. So einen Magnesiumstab. Man kann von so einem Magnesiumstab kann man so Magnesium abscherben, notfalls. Und das Zeug brennt normalerweise extrem heiß und extrem heftig. Und was geht nur beim Bambus? Denkst du jetzt, ich würde irgendwie einen Großbrand machen oder was? Ja, René, das hast du anderen Leuten überlassen. Obwohl wir bei den TikTok-Dullis wieder sind, ne? Aber anderes Thema. Ich würde es natürlich in einem geschützten Rahmen machen. Ja, freilich, Rainer. In einem ganz geschützten Rahmen, weil der Rainer, das müsst ihr wissen, der ist fürchterlich naturbewusst. So, der will ja da keinen Ärger. Der würde auch niemals im Leben auf die Idee kommen, so ein schwindiges Survival-Video zu machen, irgendwo in der Walachei hinterm Parkplatz vom Rewe-Zwingel und dann danach seinen ganzen Müll von den Yum-Yum-Nudeln und den ganzen Dreck da liegen zu lassen, dann einfach wegzuwongeln, ohne irgendwas. Auf die Idee würde der auch nicht kommen. Also, nee, wie auch immer, darum geht's ja nicht. Sondern die haben dann so einen Magnesiumstab, beziehungsweise so einen Feuerstein. Feuerstab, ich habe mal einen in die Wunschliste gepackt, da könnt ihr euch mal anschauen. Ja.
Der sieht irgend so eine Scheiße im Internet, irgend so ein Survival-Ding. Dann haben die da so einen Feuerstab und dann landet das, postwendend landet das auf der Amazon-Battle-Liste. Irgendeinen schwindsüchtigen Volldeppen wird es schon geben, der ihm die Scheiße dann bezahlt. Habe ich wegen dem Video auf Juno gemacht. Welches Video auf Juno? Mich in dem Let's Play, wo ich das erzählt habe. Dass wir mal sehen können, wie so ein Ding ausschaut. Und Ach so, er hat das jetzt nicht einfach, weil er ein Kleinkind ist und wenn er irgendwas im Fernsehen sieht, muss er es haben, weil er ansonsten irgendwie einen Meltdown schiebt. Nee. Der hat es deswegen auf die Amazon-Battle-Liste gesetzt, damit er es dann seinen Fans dann auch zeigen kann. Rainer, wenn ich jetzt der Fan wäre, der das so dringend sehen will, dass er dir das über die Amazon-Battle-Liste bestellt, warum sollte ich mir das nicht einfach selber bestellen und es mir dann anschauen, wenn es geliefert wird, Rainer? Was? ich weiß nicht. Okay, fangen wir mal vorne an. Die sind nackt. Vollkommen Das ist, okay. Ja, ist vollkommen legitim. das ist das Wichtigste für Rainer. Die wichtigste Information. Ja? Der Survival-Serie. War die erste Frage, haben die was an? Nein, einwandfrei, dann schaue ich mir das an. Dann gibt er sich's. Hätten die jetzt was angehabt, wäre jetzt nicht mehr so interessant gewesen. haben einen kleinen Beutel dabei, aus Stoff. Möchte ich wetten, ne? Wenn die. Aber der kleine Beutel, der wird immer verpixelt bei den Amis in den Serien, gell? Dazu haben sie. Die haben einen kleinen Beutel aus Stoff dabei und die haben. Wie heißt, die haben dann, jeder darf sich einen Gegenstand mitnehmen. Einen Gegenstand kriegen sie dann meistens nochmal zusätzlich vom Team, das ist immer unabhängig. Einmal hatten sie einen Topf, einmal haben sie eine Angelschnur gehabt und so weiter. Und so, da hat jeder immer so eigenes Zeug dabei. Manchmal kriegen sie auch einen Feuerstein dazu. Und da hatten die was hatten die da gehabt? Die hatten einen Topf, eine Machete, einen Anzünder hatten sie dabei und jeder seine Tasche. So. Und jetzt ist die Frau gegangen gewesen. Quatsch. Jetzt sind die unterwegs gewesen, so im Dschungel, beziehungsweise so in so Mangroven, Sümpfen. Und überall, ich weiß nicht, wisst ihr, wie ein Bananenblatt aussieht? So ein Bananenblätter sind ja so breit und die sind ja riesig lang. Alter, die haben keine Klamotten an. Die Frau kommt aus Alaska, hat rote Haare, also somit auch noch Alabasterhaut, was bedeutet, dass die extrem Oh, Alabaster, oder? Rainer ist unter die gebildeten Leute gegangen. leicht anfällig ist für Sonnenbrand. Schon allein. Obwohl das auch schon wieder irgendwie so eine weirde erotische Note mit reinbringt, die mir bei ihm irgendwie immer so einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Alabaster. Ja gut, es muss nicht jede Person so eine Haut, würde ich jetzt mal sagen, haben wie du. So aller Nörgel wäre stolz auf auf sein Enkelkind Haut. Die muss ja nicht zwangsweise bei jedem so sein, ne? Deswegen, weil es aus Alaska kommt, sind die Leute immer ein wenig heller noch. Ja, ist richtig. Die Leute in Alaska sind alle super hell. Und wenn du jetzt aus Afrika kommst und tiefschwarze Haut hast und du ziehst nach Alaska, in dem Moment, in dem du da praktisch den Mietvertrag unterschrieben hast und da offiziell gemeldet bist, puff, ne? Rote Haare, Alabasterhaut. Da kannst du gar nichts dagegen machen. Die sind da alle hell oben. Rainer, du bist nicht ganz hell oben. Liegt an den Klimabedingungen und dann kriegen die Leute extrem leicht Sonnenbrand, weil die das gar nicht gewöhnt sind, denn ihre Haut ist das nicht gewöhnt. Also, die starten nackt. Ist okay. Ja, das hattest du jetzt mehrfach erwähnt. Wir wissen, dass das für dich die Hauptpriorität ist, wenn es darum geht, sich diese Scheiße anzuschauen. Ist legitim, so gehört die Serie. Ja, weiß nicht, ne? Das ist halt das Konzept der Serie. Ob die so gehört, würde ich jetzt auch mal eher Fragezeichen dahinter stellen. Aber die können sich doch eigentlich die dürfen sich doch mit Sicherheit, oder vielleicht, ich persönlich gehe davon aus,
dass die Produzenten sagen, ihr dürft euch keine Klamotten machen. Ja, wahrscheinlich. Weil, Reinhard, ich würde dir empfehlen, wir machen mal den Sherlock Holmes, ne? Machen wir Privatdetektiv und dann gucken wir mal den Titel der Serie an. Ne? Das Ding heißt Naked Survival. Und dann nehme ich schon sehr stark an, dass die Leute gesagt haben in ihrem Vertrag, dass das drinsteht. Im Übrigen, Kleidung herstellen natürlich verboten, weil ansonsten wäre das ja das Erste, was jeder machen würde. Und dann wäre es ja nicht mehr Naked Survival. Reiner, die wollen das doch an Dullis wie dich verkaufen, die sich dann währenddessen die ganze Zeit irgendwie mit der Hand in der Hose rumspielen. Da können die doch nicht zulassen, dass die sich irgendwie aus ein paar Blättern und Ästen irgendwie einen Lendenschurz machen und dann sieht man die Arschfalte hinten gar nicht mehr. Ja, das würde ja die Illusion komplett zerstören. Nee. Natürlich steht das da drin. Ich glaube, in Schlag den Raab steht auch drin, dass man dem nicht wirklich auf die Fresse hauen darf. Höchstwahrscheinlich. Das weiß man aber in der Serie nicht, wenn man das schaut, weil da gibt es keine Regelung dafür. Zumindest keine, die ich kenne. Und ich finde es irgendwie stumpf. Selbst wenn ich mir keine Kleidung machen darf, wenn ich weiß, ich bin anfällig für Sonnenbrand, ich zum Beispiel, ich selbst bin auch anfällig für Sonnenbrand, ja, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, sich vom Sonnenbrand zu schützen. Rainer, ganz ehrlich, wo sollst du denn einen Sonnenbrand herkriegen? Die paar Male, wo du die Schanze verlassen hast für länger als um 5 Minuten mal draußen Brüllheul-Konzert über dieses vermaledeite Dorf hereinbrechen zu lassen, wie die Pest damals. Ansonsten weiß ich es nicht. Und das war auch oft gerne mal nachts. Beispiel. Es gibt die Möglichkeit, seine Haut mit Schlamm zu schützen. Vor allem, die sind in einem Gebiet, in dem ist es sehr schlammig, in dem ist es sehr nass, in dem regnet es sehr viel. Die haben die perfekten. Ja, Rainer, merkst du was, ja? Wenn es da sehr viel regnet, dann da hast du den Schlamm halt nicht sonderlich lang auf der Haut. Gut, aber wenn es regnet, brauchst du halt auch keinen Sonnenschutz. Voraussetzungen, um ihre Haut mit Schlamm einzuschmieren. Machen sie aber nicht. Und die wollen surviven. Ihr müsst bedenken, die wollen überleben 21 Tage in einem Gebiet, wo es sehr stark die Sonne scheint, wo es sehr stark regnet, wo man gleichzeitig noch jemand ist, der auch noch anfällig ist dafür. Was? Du hast doch ohne Klamotten keine Probleme damit. Womit habe ich keine Probleme? Kapiere ich gerade den Satz nicht? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also meiner Meinung nach, meiner Auffassung nach, hast du jede Menge Probleme, Reini. Also, ganz ehrlich, wenn ich draußen bin, ja. Ja, Rainer, das hat man gerade schon. Du bist nicht draußen. Also inzwischen schon, aber jetzt auch wieder nicht mehr. Ja, zwischendurch war er sehr viel draußen. Da hat er was nachzuholen gehabt, ne, über den ganzen Jahren, in denen er die Schanze, die Belagerung der Schanze hat auch erdulden müssen. Ne? Wie Stannis Baratheon in Game of Thrones, ne, Storm's End, hat er ausharren müssen, ne? Bis er schon die Ratten hat fressen müssen. Und dann hat er was nachzuholen gehabt. Und dann war eine Zeit lang ganz viel draußen. Oft am Zarenstein und irgendwo am Bahnhof oder im Zug. Ne? Da war mal viel. Und wenn ich weiß, ich habe. Und inzwischen ist er seit 2023, seit fast genau 3 Jahren inzwischen schon. Das ist wild. Die Zeit vergeht zu schnell. Aber seit fast 3 Jahren inzwischen ist der ja schon wieder da in Zobis. Und hat ja seitdem auch mehr oder weniger dieses Zimmer nicht mehr verlassen. Außer vielleicht bei Zwangstermin beim Jobcenter. Aber die werden den auch nicht mehr einladen. Ne? Dem werden sie auch nichts abziehen, weil sie ganz genau sehen, dass das vollkommen hoffnungslos ist. Und dass du den nicht vermittelt bekommst und dass der körperlich ja nicht in der Lage ist, irgendeinen Beruf auszuüben, geschweige denn überhaupt da zu diesem Arbeitsplatz hinzuwongeln. Dementsprechend glaube ich, dass der relativ gemütlich da auf seinen Arbeitslosenkuhlen sitzt und sich da bis an sein unwürdiges Ableben auch nichts mehr dran ändern wird. Es sei denn, hier Uwe säuft sich dann irgendwann doch nochmal irgendwie, ne, die Beulen so krass aus dem Kessel raus, dass der Medal Off sagt und dann
steht Rainer wieder da mit dem roten Schwanz in der Hand. Aber wie geil wäre das, wenn Uwe in Zwischenzeit irgendwie Rainer so als Ersatzsohn sehen würde und ihm diesen ganzen Gedöns da vermachen würde. Da hätten wir wieder eine neue Chance. Dann sitzt er wieder drin und blärt wieder raus. Dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. So viel Zeit haben sie aber nicht mehr. Ne? Also hat Rainer nicht mehr. Keine Klamotten und ich muss hier jetzt 21 Tage überleben, dann werde ich mich doch als erstes mal selbst schützen. Entweder ich bastel mir irgendwelche Sachen aus den Blättern oder aus den Sachen aus der Natur. Die haben Stöcke, die haben Holz, die haben sogar eine, ich glaube, die hatten sogar eine Schnur oder so. Ich kenne mich mit Survival überhaupt nicht aus. Also gar nicht. Aber es gab irgendein Akronym, irgendeine Eselsbrücke, irgendwas in der Richtung, über die man sich merken konnte, welche Prioritäten man haben muss. Ist irgendwie einen Unterschlupf haben, Feuer haben, Wasser haben, Essen haben. Also Nahrung weiß ich safe, dass als letztes auf der Liste steht, weil du relativ lange ohne Nahrung überleben kannst. Aber ich weiß die Reihenfolge der anderen drei nicht mehr. Also, ne, klar, Wasser, weil dringendst notwendig, ein paar Tage ohne Wasser und Uradigams. Aber ich glaube, ein Unterschlupf war, glaube ich, das erste. Und dann Feuer, damit man nicht in der ersten Nacht erfriert und dann Wasser suchen oder sowas. Die drei Sachen sind das Wichtigste. Und dann sucht man sich Nahrung. Und wenn nicht, die hatten überall Lianen. Die haben sie nämlich auch für ihr Lager gebraucht. Also hätten die eigentlich hergehen können Und die Scheiße bauen, Rainer. und aus ihrem Lager und aus den Lianen. Und aus ihrem Lager den Duan holen. Und den Play-Button. Oh nein! Und das Zelda Master Schwert. Die Sachen sind ja da alle nicht mehr drin gewesen. Ne? Und aus Holz und aus den Palmenblättern sich einen Sonnenschirm, den man tragen kann, machen können. Verstehe ich nicht, warum die das nicht gemacht haben. Ja, Rainer, vielleicht, weil sie sich erstmal irgendwie eine Trinkwasserquelle suchen wollten und weil sie beide Hände erstmal gebraucht haben, um, ne, weil das ja nicht, die flanieren ja nicht über die Maximilianstraße in München an einem heißen Sommertag und klappen ihr Sonnenschirmchen auf. So, die haben halt andere Prioritäten gehabt. Das wäre das erste gewesen, was ich mir gebaut hätte. Dazu kommt, der kann alles reden. Ja, ich würde das tatsächlich gerne mal selber umsetzen. Mich würde das mal Ja, Rainer hätte dich keiner aufgehalten. interessieren. Da würde ich Aber kaum, dass er tatsächlich die sogenannte Obdachlosenstaffel initiiert hat, dann war das Geheule groß. Hey, der macht mir alles kaputt. Ich brauche mindestens 200 Euro pro Nacht für ein Hotel. Dies, das, Ananas, ne? gerne mal mitmachen bei sowas. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Weil ich habe nicht nur von Spielen, also von Survival Games kann man nicht mit der Realität vergleichen. Ich habe sehr viele Serien geschaut, ich habe sehr viele. Ey, ich habe Spiele gespielt und Serien geschaut. Ich kenne mich aus mit Survivalen. Am Anfang hat er uns doch gesagt, er ist gar kein Experte. Er weiß gar nicht so viel darüber. Jetzt heißt ja, ein bisschen kenne ich mich schon aus. Ich habe Computerspiele gespielt und Serien geschaut und Ding. Ich habe auch selber sehr viel Erfahrung mit Lagerbauen. Halt die Fresse, Rainer. Halt die Fresse. Einen scheiß Lager bauen. Wir haben es ein paar Jahre später gesehen, wo du deine komische Plane da aufgehängt hast zwischen die beiden Bäume. Und trotzdem hast du auch reingeschifft, weil du einfach zu dumm für alles bist, Rainer, weil du gar nichts kannst. Es fit im Lager bauen. Tatsächlich, das haben wir als Kinder sehr viel gemacht. Ja, als Kinder. Rainer, damals hat man alte Plastiktüte über zwei zusammengelehnte alte Europaletten gelegt und hat gesagt, das ist jetzt mein Lager. Aber da würde ich mich nicht drauf verlassen, wenn ich draußen tatsächlich survivalen muss. Und wenn es uns da mal eingeschifft hat als Kinder, dann waren wir halt in spätestens 10 Minuten irgendwie auch wieder zu Hause. Lager bauen als Kinder, deswegen kann er survivalen. Freilich, Rainer. Ich aber als Kinder viel Staudämme baut. Bin jetzt Staudammingenieur, kann ich einen Chefposten nehmen in der Wartungscrew am Hooverdamm oder ist das jetzt
Dulli. Ja, als Kind ein Lager baut, deswegen kann ich jetzt survivalen. Du Brunstdepper. Weil wir sind ja auf dem Land gewesen. Wir haben hier auf dem Land gewohnt. Wir haben hier immer Lager gebaut oder hier mal einen Unterstand oder irgend so einen Quatsch. Haben wir immer als Kinder immer gemacht. Also echt, ganz ehrlich, die hat echt, ich weiß nicht, ich finde das einfach nur krank. Ja. Das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, die Ich sind finde das einfach nur krank. Ihr redet immer noch darüber, dass die sich nicht mit Schlamm eingerieben haben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass jetzt einfach wieder Worthülsen aus allen Rohren gefeuert werden. Hauptsache es scheppert. Der hat jetzt schon wieder, der weiß schon immer, worum es geht, außer dass jetzt fängt er sicher gleich an, dass die nackt sind. Die Info ist, glaube ich, soweit kleben geblieben im Ogerstübchen. Ansonsten geht es hier komplett einfach einmal durchs Karussell. an einem Ort. Und Rainer, es wäre schön, wenn du konsistent laut sein würdest. Ich mache hier dauernd leiser, lauter, dies, das. Oben schlägt es einmal bis in den tiefroten Bereich aus und mal kommt es kaum über. Bitte, einfach einmal irgendwas richtig machen, Rainer. Die sind am Ort, wo es sehr unwirklich ist. Es ist verständlich, dass das Überleben da schwer ist. Das sage ich gar nicht. Aber solche Kleinigkeiten. Rainer, das ist das Konzept der Nummer, dass das Überleben da schwer ist. Ne? Naked Survival im All-Inclusive-Hotel ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Ne? Dann geht es nämlich dann doch eher irgendwie in die Borneo-Richtung. Zum Beispiel, das Erste, wenn ich mir einen Unterstand in der freien Natur baue, wo ich weiß, es regnet viel, dann baue ich mir doch einen Unterstand, der die Form eines Tipis hat, weil dann kann ich das Feuer in meiner Hütte haben. Das Feuer ist geschützt vor den Elementen. Es hält meine Hütte warm. Es hält mich warm, besonders wenn ich keine Klamotten habe. Ja, Rainer, aber vielleicht ist da nicht genügend Klump umeinander gelegen, um sich ein Tipi zu bauen. Vielleicht ist es halt einfach schlauer, dass man erstmals einfach so eine Schräge baut, wo man sich einfach mal drunter legen kann, dass man selber nicht angeschifft wird, ne, wenn es regnet. Und der Rauch kann nach oben abziehen, wenn der Tipi hat oben ein Loch. Ja? Für den Regen. Beziehungsweise für den Ding. Ja. Und bei dir ist auch, du hast diesen Kopf auch nur, dass es dir nicht da, wo der Hals früher mal war, reinregnet. Ne? Du bist praktisch ein menschliches Tipi. Das ist so eine Sache, das raff ich einfach nicht. Das wäre so die erste Art von Unterstand, die ich mir bauen würde in der Freizeit. Ja, Rainer würde sich gleich ein Tipi bauen. Rainer, warum nicht gleich eine Blockhütte? Rainer, warum fängst du nicht an, ein Fundament zu gießen und baust da ein Einfamilienhaus? Du Depp. Baust dir erst einmal irgendwas, damit du nachts trocken bist und wenn sich's einrichten lässt, so viel weiß sogar ich, wenn sich's einrichten lässt, dass du nicht auf dem nackerten Boden pennst, weil da kreucht und fleucht komisches Getier. So, das ist erst einmal das Wichtigste. Ein Tipi, freilich der Rainer, den würden sie da mit dem Helikopter auf die Insel setzen, in der Früh um 6 Uhr und bis abends, wer da schon Abendessen kocht, der Tippi steht, wo eine leichte Rauchsäule hochgeht, na, da hat er sich schon 5 Felle gegerbt, um sich gegen die Elemente und gegen die Sonnenstrahlen zu schützen und so weiter und so fort. Der wäre da richtig am Stissel. Einen Scheißdreck, Rainer. Natur. Natürlich kommt es immer drauf an, welche Art von Holz man hat und so weiter. Aber das ist zum Beispiel auch, wenn die da ausgewählt werden, ja, dann muss man doch eigentlich mal. Und übrigens, ja, ich weiß, dass diese Serien alle Fakes sind, ja. Weiß ich wirklich. Ja, hört sich nicht so an, Rainer. Aber trotzdem finde ich, dass die sich da ein bisschen mehr Mühe geben können. Und ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich glauben, dass das alles echt ist. Aber Fakt ist, dass es Fakt ist letzten Endes, Rainer. einfach lächerlich ist, wie die das machen. Natürlich kommt es vom Unterstand her immer auf die Art und Weise der Gegebenheiten an. Ja? Nicht in jedem Gebiet kann man sich eine Art Tipi-Zelt bauen, das geht nicht. Weil man dafür bestimmte Stöcker braucht oder halt eine bestimmte Länge von den Stöckern braucht und so weiter. Rainer, das heißt Stöcken. Und umso größer das Lager, umso schwieriger ist es halt, ne? Oder was ich zum Beispiel auch nicht verstanden habe, dann sind sie in einem Gebiet,
in dem überall Tiere sind, noch dazu wilde Tiere wie Pumas, Tiger, Löwen und was weiß ich alles. Löwen, das ist ja wie am Altschauerberg. Ja, wie bei seinen Nachbarn. Die haben ja, als er Kind war, haben die Nachbarn auch einen Löwen gehabt. Den haben sie im Garten gehalten. Aber irgendwann haben sie ihn hergeben müssen. Das ist bestimmt genauso passiert. Ey, ich verarsche euch nicht. Der Rainer hat das gesagt. Da wird es ja wohl stimmen. Ist ja nicht so, dass der im Internet als Lügenlord bekannt wäre. Löwen. Es kommt ja immer aufs Gebiet an. Das ist eine Löwen auch. Das ist kein Scheiß. Ja, und Rainer, es kommt immer aufs Gebiet an. So, laut meiner Information ist das eine amerikanische Produktion gewesen. Die werden die sicher nicht irgendwo mitten in einem Jagdgebiet von irgendwelchen Löwen abgesetzt haben, die Leute, weil sonst die Hinterbliebenen die Scheiße aus denen rausgeklagt hätten. Wir haben auch in Afrika schon was gemacht. Dann denke ich mir einfach, da würde ich mir doch ein Lager bauen, wo ich dann auch spitze Stöcke in die Erde um mein Lager rumbaue, dass ich eine Verteidigung gegen die wilden Tiere habe. Ja, aber die Mühe, Rainer, die kann man sich halt sparen, wenn man weiß, dass gar keine gefährlichen wilden Tiere in der Nähe sind, weil, wie gesagt, die Produktionsfirma dieses Risiko niemals, nie nicht eingehen würde. Ne? Und dann mache ich mir halt keinen so ein Pikenwall wie der 13. Krieger, sondern dann konzentriere ich mich vielleicht eher darauf, dass ich was zum Saufen und was zum Fressen kriege, vielleicht ein Feuer und halt irgendwas, damit ich nachts nicht erfriere, sondern konzentriert man sich vielleicht erstmal aufs Wesentliche, bevor man eine Burg baut wie so ein kleiner Dulli. Stehen muss man in dem Tipi nicht können. Nein, man kann ja reinkriechen. Hauptsache ist in diesem Tipi, man muss ja bedenken, die sind zu zweit. Ja? Also in diesem Tipi muss genug Platz sein für 2 Leute und ein Feuer, mindestens. Aber wenn du dieses Tipi hast, das Lagerfeuer sorgt einmal dafür, dass es warm ist. Es sorgt einmal dafür, dass keine Insekten im Zelt sind, weil der Rauch die Insekten fernhält. Feuer ist gut zum Kochen. Feuer ist gut also sowohl zum Wasser als auch zum Essen kochen. Feuer ist gut, um Tiere abzuwehren. Nicht alle Tiere, glaube ich, aber die meisten Tiere. Und das ist einfach so ein Nonplusultra. Ja, also das Feuer ist das Wichtigste im Survival. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ich kenne die Reihenfolge nicht mehr, aber ich weiß, dass Feuer sehr, sehr wichtig im Survival ist, Rainer. Da hast du gut aufgepasst. Das ist ein Fleiß-Sternchen von mir. Hat. Dann erst kommt der Unterstand. Dann erst kommt das Essen und das Trinken. Wobei noch das Trinken und dann das Essen. In der Reihenfolge. Aber man geht doch nicht her und was ich auch nicht verstanden habe, in so vielen Folgen, die haben sich einen Unterstand gebaut. Ist ja okay, muss ja kein Tipi sein. Es kann ja auch eine andere Art von Unterstand sein. Aber die überdachen das Feuer nicht. Auch wenn ich ein Lager baue. Ja, Reini, keine Ahnung, vielleicht sind sie ja unter einem Baum oder sowas. Da regnet es gar nicht so arg hin, wo sie das Feuer gemacht haben. Und wie gesagt, also so ein Lagerfeuer, wenn du das ordentlich am Laufen hältst, ein bisschen regnen, wenn es so, weiß ich nicht, ne? Ob das Feuer killt. Auch wenn ich mir ein Lager baue, auch wenn ich mir ein Lager baue, wo kein Tipi ist, dann überdache ich doch immer noch die Stelle von meinem Lagerfeuer. Schon allein wegen dem Feuer. Das Feuer ist das essentiell Wichtigste, was ich habe. Trotzdem ist Feuer das essentiell Wichtigste, auch wenn man nicht alle Tiere mit abwehren kann. Weil Feuer. Wie gesagt, ich weiß es nimmer, aber Rainer hat jetzt einmal gesagt, Feuer ist das essentiell Wichtigste. Und wenn das jetzt gechallenged wird von irgendjemandem, egal von wem hier in seinem Chat, dann ist aber Turn-Up. Ja, dann ist auf jeden Fall Turn-Up angesagt, weil das kann ja nicht sein. Ja, wenn der Rainer das einmal gesagt hat, ist es dogmatisch, dann ist das so. Ja? Und daran wird nicht mehr gezweifelt in der Winkler-Religion. Ist wirklich somit das Wichtigste überhaupt. Übrigens, was bei Feuer zum Beispiel auch praktisch ist, wenn ihr zum Beispiel an einer Stelle ist, zum Beispiel, es gab ein paar Stellen vom Meer, ja, wo die am Meer waren oder auf einer Insel und da war das Meer daneben und so. Was man da zum Beispiel hätte machen können, weil die finden immer kein Essen. Die sind an einem Fluss mit lauter Fisch und finden kein Essen.
Ja, und wie hilft da jetzt das Feuer? Sollen sie bloß anzünden, damit die Fische drin sterben? Oder was willst du mir jetzt damit sagen? Das kann doch gar nicht sein. Im Wasser sind ständig, es sind Muscheln, es gibt Muscheln, es gibt am Muscheln, Rainer? Sind vielleicht Muscheln auch noch dabei? Meer gibt's Muscheln, Ja, oh, danke. Seeigel. Das, Rainer, das will ich sehen, dass du einen Seeigel frisst. Ah, na, beim Gedanken alleine hebt's mir. Fische jeglicher Art. Muscheln, Rainer, Muscheln hast du vergessen. Was man zum Beispiel machen kann, um Fische zu fangen am Meer, wenn es wirklich hart auf hart kommt, man kann sich, wenn man im Survival ist, dann kann man sich ein kleines Podest bauen, auf dem ein Feuer zünden. Man muss halt schauen, dass es natürlich nicht abfackelt. Irgendwie Ja, da muss man schauen, dass man es nicht abfackelt. Er muss halt dann so eine feuerfeste Plane drunter legen, die ist easy auf Amazon bestellt. Ach so, Survival. Du willst ein Feuer auf einem Podest im Wasser anzünden. Bist du vielleicht, ich weiß nicht, hast du als Kind zu nah an der Wand geschaukelt? Stimmen die Klischees? Hat Rudi getroffen mit dem Hammer? Der eine macht ein Feuer am Strand, der andere spitzt sich einen Stock an und versucht damit Fische zu fangen. Ich fange doch nicht an, irgendwelche Podeste zu bauen, die ich dann abfackel. Feuer, das ist ein Licht, nachts dann, dass eine Lichtplattform entsteht und die Fische zieht es dann nämlich alle zum Licht. Dann kann man sich oben mit einem Ja, Fische sind Motten, die kommen dann einfach zum Licht. Ja, und tagsüber, wenn es hell ist, da sind die da nicht. Weil die Sonne, die zählt nicht als Lichtquelle. Ja, nee, du musst da schon warten, bis es Nacht ist und dann musst du eine Plattform draußen im Wasser haben, wo du dann Feuer anzündest, damit die Fische. Rainer, hörst du dir eigentlich selber zu, wenn du so einen hanebüchenden Bullshit verzapfst? Tagsüber Fische fangen. Problem gelöst. Speer hinstellen, wenn man vorsichtig ist und kann sich einen Fisch nach anderen rausziehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Alter, ich habe so lange nicht mehr auf Ding geklickt, dass es aus ist. Krokodile sind ein Problem. Gehen wir mal wirklich vom Survival-Fall aus. Rainer, das kommt ganz drauf an welchem Strand du bist, ne? Ob da Krokodile ein Problem sind. Wenn sie dich irgendwo in den Everglades aussetzen, dann sind es Alligatoren, na, aber. Ja. Oder wenn du irgendwo im australischen Busch bist, gebe ich dir auch, da sind Krokodile vielleicht ein wenig ein Problem. Leider, wenn das Ganze irgendwie auf einer kleinen Insel in der Adria ist, dann würde ich mir über Krokodile eher weniger Gedanken machen. Krokodile sind ein Problem. Kannst du jetzt nur 5-mal sagen, aber. Können aber auch ein Vorteil sein. Vorteil Krokodil. Das ist einfach ein extrem erfolgreiches Raubtier, das sich in Jahrmillionen der Evolution kaum mehr verändert hat, in deiner näheren Umgebung zu haben, wenn du da nackt bist und nur 4 Gegenstände in so einem kleinen Beutelchen mit dir rumträgst, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, Rainer. Da kann man die kann man ja abrichten. Ne? Und dann kann man damit Schafherden fangen. Dann hast du so ein Schäferkrokodil. Und das fängt dann zu bellen an, wenn nachts, wenn nachts der Wolf kommt. So ein Ding ist das. Die Fresse einfach. Das Krokodil kann ein Vorteil sein. Ja. Denn wenn große Krokodile in der Nähe sind, je nach Jahreszeit, findest du vielleicht auch kleinere Krokodile, die du leichter fangen kannst oder auch leicht töten kannst und die kannst du essen. Ja. Damit mästest du dich dann für das große Krokodil. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir, Artenschutz und so weiter. Aber, was für eine Scheiß. Wenn große Krokodile irgendwo sind, dann bin ich da nicht fertig. Dann gehe ich lieber wieder zu der Bucht und zwar tagsüber, spitz mir einen Stock und versuche mir da ein paar Fische zu fangen. Du kannst Krokodile essen, wenn es halt auf hart kommt. Richtig, aber ich würde mir halt vorher, bevor Krokodil meine wirklich letzte Option ist, würde ich mir halt vorher leichtere Beute suchen, Rainer. Deutlich leichtere. Rainer, vielleicht würde ich sogar Seeigel fressen.
bevor ich gezwungen bin, mich mit einem Krokodil anzulegen. Weil mit dem Naked Survival Gear ausgerüstet, da bist du im Kampf gegen Krokodil relativ schnell zweiter Sieger, hätte ich gesagt gehabt. Oder auch Kaimane. Die kann man essen. Und wenn es irgendwo große Krokodile gibt, dann gibt es auch irgendwo kleine. Natürlich im Survival, erste Regel im Survival, niemals Hunted will be hunted machen. Also niemals vom Jäger zum Gejagten werden. Töte nichts, was dich töten kann. Oder Doch. Also wenn du die Möglichkeit hast, relativ safe etwas zu töten, was dich sonst tötet, würde ich es empfehlen. Ne? greif nichts an, was dich töten kann. Aber wenn du zum Beispiel, du bist ein erwachsener Mann von, sagen wir mal, 1,80 Größe, 1,90 Größe und da kommt ein Kaiman, der vielleicht so 20 Zentimeter lang ist. Die haben scharfe Zähne. Aber wenn du die zum Beispiel mit einem Stock oder so zu Boden drückst und hinten am Kopf packst, die haben Gewalt wie Sau. Aber wenn du die dann packst, auf den Boden haust und dann mit dem Messer, die haben ja meistens, haben die ja ein Messer oder eine Machete, die Wirbelsäule durchtrennen. Viech ist tot, passt. Hast du was zu essen? Stock Ja, bricht. wie esse ich das auch immer so? Ne? Er, der wohlstandsverwahrlosetste Mensch überhaupt, der da im Metal-Franken sitzt mit 230 Kilo, schön säuberlich über fast 3 Jahrzehnte hinweg durch überflüssige Kalorien an dieses Ogerskelett hingeformt. Er erzählt uns jetzt was vom Survivalen und wie man überlegen kann. Rainer, wenn es da auf der Survival-Insel keinen Rewe-Zwingel gibt, dann wirst du dort verhungern. Das ist auch der Kalmar, der beißt da vielleicht noch in den Fuß und gibt dir damit die Gnade, dass du die 21 Tage nicht überleben musst, sondern am 4. Tag irgendwie an der Sepsis krepierst. Aber ansonsten wirklich, ich würde hier den Ball ein wenig flach halten, was diese ganze Survival-Nummer angeht. Ab. Nein, bricht er nicht. Wenn ich mir einen Stock nehme, ja, beim Survival, das ist das nächste. Das ist das nächste zum Beispiel. Fangen wir mal so an. Wenn ich in Survival Rainer, ich würde eher jetzt lieber aufhören. Du hast schon genügend Bullshit geschwallt. gehen würde, würde ich in so eine Sendung gehen, dann wüsste ich ja, im Normalfall erfährt man ja, wo es hingeht. Das weiß ich nicht, das ist gar nicht gesagt, weil das, also wenn ich so ein Konzept mir ausdenken würde, würde ich versuchen, den Leuten nicht zu sagen, wo es hingeht. Also wirklich bis zum letzten Zeitpunkt. Klar, wenn die irgendwo dann aus dem Flieger steigen und checken, okay, ich bin in Alaska oder ich bin in der Karibik, das werden die begreifen, aber bis dahin. So, dann würde ich mich als allererstes mit der Topografie bekannt machen. Welche Bäume gibt es da? Weil das ist schon mal sehr, sehr wichtig für verschiedene Sachen. Einmal Ja, Rainer, aber du müsstest dich ja mit den ganzen Bäumen auch auskennen. Na, weil du ja kein Handy hast, auf dem du googeln kannst. Und dann sind wir wieder bei deinem großen Allgemeinwissensschatz, der nicht vorhandene, und dann bist du nicht angeschmiert, weil es ihm vollkommen wurscht ist, was gibt es da für Bäume oder Früchte oder sonst irgendwas, weil du halt genau gar nichts weißt, Rainer, weil du genau gar nichts kannst. für Waffen, einmal fürs Feuer. Zum Beispiel, was ich zum Beispiel weiß, ich bin jetzt der Fachmann dafür, aber was ich zum Beispiel Rainer, nein, du bist nicht der Fachmann für irgendwas. Rainer, ich verzeihe ein Geheimnis, du bist nicht der Fachmann für irgendwas, für gar nichts bist du der Fachmann. weiß, du brichst ab, ja? Warum brichst du denn ab? Rainer, weil du der wandelnde Dunning-Kruger-Effekt bist. Deswegen. Weil du von dieser ganzen Scheiße irgendwann im Fernsehen was gesehen hast und jetzt der Meinung bist, dass du der weltführende Experte in diesem Survival-Thema bist. Und das ist halt lächerlich, Rainer. Deswegen bricht er ab. Okay, dann erzähl mir, wenn du es besser weißt, okay, ich würde nach einer Brücke suchen. Weißt du auch warum? Rainer, die werden der Wildnis ausgesetzt, weit weg von jeglicher Zivilisation. Ich nehme an, dass darauf geachtet wird, dass auch keine Brücken in der Nähe sind. Erzähl mal.
Ich würde nach einer Brücke suchen, aus zwei Gründen. Weil bei einer Brücke wahrscheinlich ein Fluss ist und da gibt's Wasser und weil eine Brücke ein Zeichen der Zivilisation ist. Aber das ist ja genau der Joke an der Sache, dass sie die irgendwo aussetzen, wo keine Zivilisation ist. Damit die nicht einfach hier eine Brücke suchen und dann schauen und sich an die Straße stellen, 'n Daumen raushalten und in die nächstbeste Kneipe trampen. Ich würde eine Brücke suchen. A, die Rinde von Birke ist sehr ölig, also sehr ölhaltig und brennt leicht. Ist ein sehr guter Zunder, auch wenn es ja nass ist. Er hat doch Brücke gesagt. Ist jetzt Er hat gesagt, er würde nach einer Brücke suchen. Ist Brücke irgendwas, was ich nicht weiß, irgendein besonderes Holz oder sowas? Oder auch wenn es nasser ist. Ist eine Brücke ein perfekter Zünder, weil die Rinde von der Birke sehr ölhaltig ist. Ach, Birke. Er hat doch jetzt. Ich bin doch jetzt nicht. Jetzt bin doch nicht ich der Belämmerte, oder? Er hat doch jetzt die ganze Zeit Brücke gesagt und nicht Birke. Oder hat er Birke gesagt? Ja, wie Kirche. Macht mich fertig, Rainer lernt Deutsch. Oder, wenn ich keine Brücke finde, wäre es sehr, eine Brücke erkennt man ja im Normalfall. Wenn ich keine Brücke finde, würde ich zum Beispiel nach einem. Ganz ehrlich, das ist doch hier die Frage, ist das Kleid blau oder grün oder wie war das? Sagt's mir doch bitte, dass der die ganze Zeit jetzt werde ich selber schon wieder ganz deppert, dass der die ganze Zeit Brücke sagt statt Birke. Ich habe den Namen vergessen, Sekunde, würde ich nach einer Tanne, nee, nach einer Eiche suchen. Nee, warte, nicht nach einer Tanne. Nicht nach einer Eiche, warte, wie heißt denn der? Ich verwechsel den Namen immer. Ähm, war das eine Tanne? Ich vergesse den Namen immer. Ich weiß wieder. Fichte? Nee. Fichte und Tanne verwechsel ich nämlich immer. Also es gibt auf jeden Fall einen Baum, da ist, ich glaube, das war die Tanne. Da ist wiederum die Rinde nicht sehr ölhaltig, sondern sehr, weißt du was, dich hau ich jetzt mal raus mit einem Kindergarten. Oh, tralalalalalalalala. Ähm, Bei der Tanne wiederum ist es so, dass Aber Rainer, nicht hier mit so einer Überzeugung jetzt sagen, was bei der Tanne der Fall ist, wo du uns gerade vor 2 Sekunden noch erzählt hast, dass du eigentlich gar keine Ahnung hast, weil du Tanne und Fichte immer durcheinander bringst und es aber auch gar nicht weißt, ob es nicht doch ein ganz anderer Baum ist, über den du eigentlich reden willst, dann da die vielleicht einfach hier den Kopf zumachen und vielleicht ein anderes Thema suchen. die Rinde sehr harzhaltig ist. Habt ihr schon mal einen Tannenbaum gesehen und am Tannenbaum hingelangt? An Weihnachten zum Beispiel? Alter, da bleibt man jedes Mal kleben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, ich weiß nicht, die meisten Weihnachtsbäume in Deutschland sind ja gar keine Tannen, oder? War da nicht irgendwas, dass das eigentlich Fichten sind? Fragt's mir nicht. Aber ja, mein Harz klebt, Renner. Großartige Erkenntnis. Und ja, das brennt dann auch. Zumindest wenn es ein frischer Baum ist. Da bleibt man kleben dran, weil die Rinde sehr harzhaltig ist. Und das brennt wie die Hölle. Ja, das picht. Oh, wir haben einen Franken hier. Cool, servus. Das klebt wie die Hölle. Das ist richtig. Das picht. Das picht. Ähm, und das. Alter, wenn er jetzt den Rest des Videos da umeinander fränkelt mit dem Typen, dann tut's mir leid. Dann wird irgendwann Stille herrschen, weil mein Gehirn einfach an sein Happy Place gegangen ist. Zeug, das brennt wie die Hölle. Das brennt wie die Hölle. Und das ist ein super Zunder. Und deswegen würde ich mich, wenn ich irgendwo ins Survival gehen würde, ja, vor allem wenn ich weiß, ich würde da irgendwo hingeschickt werden, würde ich mich mit der Topografie bekannt machen, welche Art von Bäume wachsen da in etwa, ja. Dann ist natürlich die nächste Sache, ja, man muss diesen Baum auch erkennen und man muss ihn finden. Das heißt, ich würde mir bei einer Fichte oder einer Eiche, bei einer Fichte oder einer Birke, würde es nicht so schwer, würde mir auffallen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel was ich unterscheiden kann, ist Fichte, Eiche, Tanne und Joke hat uns gerade vorhin noch erklärt, dass er die genau nicht unterscheiden kann, dass er die genau alle immer durcheinander bringt. Fichte, Eiche, Tanne, Birke und Kastanie und ein Apfelbaum. Die drei, die kann ich auseinanderhalten.
Applaus, Rainer. Jeder, ich glaube, jeder, der anwesend war in der 2. oder 3. Klasse Heimat- und Sachkunde in diesem Land, kann dir die Bäume auseinanderhalten. Ne? Aber danach wird es schon. Ahorn wird schon schwierig, ja? Was ich noch auseinanderhalten kann, ist Akazie. Und dann würde ich mich halt auch schon mal darauf einstellen, welche Art von Baum ist da am besten geeignet mit der Rinde oder so. Oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Das ist typisch, Rainer. Er verkompliziert die ganze Scheiße. Rainer, folgendes. Ne, wenn es drauf ankommt und du musst schnell irgendein Feuer machen, dann schaust du dich um nach jeglicher Art von trockenem Holz in deiner Umgebung. Ja? Das hört sich jetzt an wie so eine dirty Werbung, ne? Trockenes Holz in deiner Umgebung. Aber das ist es. Du suchst in der näheren Umgebung nach trockenem Holz. Scheißegal. Du gehst nicht hin und sagst, ja, das trockene Holz, das lasse ich da liegen. Ich nehme lieber die frische Tanne da drüben, weil da weiß ich, dass in der Rinde so viel Harz drin ist. Und genau das meine ich. Rainer wird sich über so einen Bullshit Gedanken machen und darüber hinaus wahrscheinlich einfach verdursten. Bäume in manchen Himmelsrichtungen, in manchen Himmelsregionen, in manchen, wie nennt man das? Das heißt nicht Himmelsregion, das heißt anders. Ähm, Kontinenten, Rainer, vielleicht. Wie heißt denn das? Ich habe den Namen vergessen. Ich bin immer so schlecht mit Namen, ey. Kontinenten? Ländern? Ähm, in manchen Regionen der Welt, ich nenne es mal so, ich habe gerade den Namen vergessen, wie das anders heißt. In manchen Regionen der Welt, je nachdem, wo man auf der Weltkugel ist oder auf welchen Höhenlagen man ist, ne? Man geht ja vom Äquator aus oder so, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, Je nachdem, in welchem Bereich der Welt man sich befindet, gibt es verschiedene Bäume oder eben nicht. Es gibt manche Nein. Stell dir vor. Echt, das ist jetzt der Grund, warum, wenn ich mir jetzt die Miami Cops oder sowas anschaue, dass da lauter Palmen stehen. Weil, Rainer, wenn du es mir jetzt nicht gesagt hättest, es gibt in unterschiedlichen Gegenden auf der Welt gibt es unterschiedliche Bäume, Leute. Länder, da gibt es bestimmte Bäume nicht und dafür gibt es andere Bäume. Danke, Oliver. Und dann muss man, Alter, was zur Hölle, Oliver haut 15.000 Likes raus. Vielen, vielen lieben Alter, hau da richtig einen raus, Alter, schmeißt er da richtig einen raus. Aber die Likes, die bringen dir keine Barre. Dank, Alter. Alter, haut er hier raus, voll übel. Das ist halt voll krass. Da muss man wirklich Das gucken, ist voll übel, das ist voll krass. was macht Das schmeckt nicht nach Red Bull. Braune. Bei manchen Bäumen, zum Beispiel bei den Fichten, in manchen Regionen der Welt wächst speziell an Fichten auch Bartflechten. Das Zeug ist perfekt, um Zunder zu. Das gibt ein perfektes Zunder. Also zum Anzünden vom Feuer. Das ist optimal. Und das sind halt so Sachen, wenn ich irgendwo hingeschickt werden würde, würde ich mich erstmal damit auseinandersetzen, was genau, welche Art von Bäumen gibt es da, beziehungsweise welche Art von Sachen gibt es da. Und Welche Art von Sachen gibt es da? Das musst du wissen, ja. vorhin jemand gemeint hat, weil vorhin jemand gemeint hat, der Ast würde brechen. Man muss natürlich bei einem Ast aufpassen, was für eine Art von Ast man nimmt. Wenn ich jetzt einen Ast nehme, der komplett trocken ist, der bricht hundertprozentig. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel von einem Keine Ahnung, hat mein Gehirn gerade irgendwas zensiert oder auf was für einen Ast kommt der brechen soll? Haselnussstrauch. Achtung, Haselnüsse sind keine Bäume, das sind Sträucher. Toll, Rainer, ganz super. Aber wo glaubst du, dass die dich zum Zweifeln aussetzen? Hinterm Rewe-Zwingel in Emskirch? Wo du all diese Dinge findest? Das wäre ein bisschen witzlos vielleicht, Rainer. Kannst im Notfall auch die alten weggeschmissenen Yumium-Verpackungen noch ausschlecken. Ja, also Haselnussstrauch hier und Tanne da, Fichte dort, Birke. Da machst du hier mit dem Zunder da, der dort am Baum wächst und
Ist ja dann alles da. Ja, Rainer vielleicht nicht. Rainer, vielleicht sind diese, keine Ahnung, Seven vs. Wild. Ich oute mich, ich habe noch nicht eine Folge Seven vs. Wild gesehen in meinem ganzen Leben. Aber vielleicht setzen die halt genau deswegen irgendwo aus, wo all diese Sachen nicht da sind. Wo man ein bisschen pfiffig sein muss, wo man sich was einfallen lassen muss, vielleicht ein bisschen improvisieren können muss. Vielleicht ist das Konzept von dieser Serie. Vielleicht ist es das, was interessant macht. Das ist zum Beispiel auch so ein Unterschied, das begreifen auch viele nicht. Eine Haselnuss, also Haselnüsse, ne, diese kleinen Dinger, die kommen nicht von Bäumen, sondern von Sträuchern. Ja, das hier so Klugscheißer wissen, interessiert auch keinen Schwanz, Rainer. Es interessiert mich einen feuchten Schiss, woher die Haselnuss kommt, die in meinem Hanu da drin ist. Ob die jetzt an einem Bauch oder an einem Strauch gewachsen ist oder in der Erde oder ob die, was weiß ich, ob der Storch sie gebracht hat. Es ist mir scheißegal. Und was ich mir zum Beispiel schauen würde, wenn ich in einem bestimmten Biom bin, wenn es Haselnüsse gibt, das erste, was ich mir holen In einem Biom. Kontinent ist ihm nicht eingefallen, ne? Aber Biom und Topografie ist so eine Scheiße. Damit schmeißt der um sich. würde, wäre ein richtig schöner, langer, meistens sehr gut gerader Stock Also, okay. Gerade noch gedodged, Rainer. von einem Haselnussstrauch. Einfach deswegen, die Dinger, die sind so unfassbar fest. Die sind leicht biegsam, die sind total stabil. Damit kannst du, keine Ahnung, damit kannst du, wenn es gut läuft, kannst du mit einem angreifenden Viech das Genick brechen. Am Löwen oder sonst was. Ja, genau. Mit einem Haselnussstecken bricht Reini dem angreifenden Löwen das Genick. Oh, das ist hier Corpus Claudius, der jedes Mal, wenn er die Schwabbelärmchen mal wieder irgendwie gegen den eigenen Zaun gedodged hat, tagelang geheult hat über den blauen Fleck, den er jetzt irgendwie innen am Schwabbelärmchen hatte. Der stellt sich jetzt gerade vor, wie er mit einem Haselnussstecken am Löwen das Genick in 2 Stücke haut. Genau, Rainer. Komm, bitte jetzt. Nächste Abfahrt. Realität. Bitte nimm die. Am Löwen vielleicht nicht ganz. Aber die Dinger sind richtig robust, die sind richtig stabil, die Dinger. Und da würde ich mir wirklich so einen 1 bis 2 Meter langen Stock rausnehmen und den würde ich auf der einen Seite anspitzen Anspitzen. also ich würde da 4 Spitzen dran machen und die würde ich dann ein bisschen auseinanderspressen mit so einem Stückchen Eisen, mit so einem Stückchen Stock auch wieder. Und dann hat man 4 so abgedingte, wisst ihr schon, was ich meine? So 4 so Spitzen, die da so rausgehen. Und das ist gut zum Speerfischen. Das ist gut, um angreifende Tiere abzuwehren. Rainer, du würdest dir beim Auseinanderspreizen von diesem Stecken wahrscheinlich irgendwie 3 Finger abschneiden. 3 von deinen 10 Daumen würdest du dir abschneiden von beiden linken Händen. Und wenn ich so einen Alligator, also es geht ja nicht um ein 200 Meter Viech, ne? Sondern es geht um. Wer kennt sie nicht? Die berühmten 200 Meter Alligatoren irgendwie, die da in Miami und Umgebung in den Sümpfen sind, ne? Der 200 Meter Everglades Alligator ist, So ein, weiß nicht, so ein 10, 20 Zentimeter Alligator. das sind keine 20 Zentimeter. Du träumtest davon, dass das da irgendwie, keine Ahnung, 20 Zentimeter wären, dass wenn du dann nachrechnest und sagst, ja, okay, ja, dann sind ja meine 5 gar nicht so schlecht. Ne? Den damit zum Boden drücke, der hält. Man darf ihn nur nicht loslassen. Wenn man ihn loslässt, hat man ein Problem. Aber wenn man zu zweit ist, ist das ein perfekt. Perfekt, da kann man einen vorschicken und während der Alligator auf dem sein Bein rumkaut, da kommt man dann von hinten, ist dann der große Held. Kommt man super zurecht. Also, ich weiß, wie robust so ein Haselnussstrauch sein kann. Also ein Haselnussstock sein kann. Rainer, bist du von Rudi damit vermobbt worden als Kind vielleicht?
wenn der ungefähr so einen Durchmesser hat, So ein Durchmesser Haselnuss stecken holst. Das ist das Zweite, was er macht, ne? Zum Speerfischen an Haselnuss stecken, damit er dann da am Strand auf der karibischen Insel, ihr versteht. das Ding ist so gut wie unzerstörbar. Also, ne, wisst, was ich meine. Das Ding ist echt robust. Ähm, ich weiß, ich weiß, dass der so stabil ist, weil ich hatte als Jugendlicher, also als Kind, so, was nicht, im Alter von 10 bis 12 oder was, oder 15, hatte ich mal so einen Stock, so einen Wanderstock aus Haselnuss. Das Ding war richtig geil. Das war richtig geil, das Ding. Ich, ist das der Stecken, den er da damals hatte, wo er da die Story der Drachen irgendwie mit dem Drachenbarden immer, ist das der Stecken? Ich glaube nicht, dass der aus Haselnuss war, aber ich weiß gar nicht mehr, hat der den mal nach irgendwem geworfen? Ich glaube, der hat den mal oben vom Balkon runter nach irgendwem geschmissen und die Leute haben das Ding einfach mitgenommen. Und Haselnuss wächst meistens. An Haselnussstock erkennt man eigentlich relativ einfach, weil Der schnalzt so richtig schön, wenn man. der hat eine sehr dunkle Rinde und helle Flecken drauf. Also ein richtig schöner Haselnussstock ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Haselnussstock, Digga. Die Dinger sind auch robust wie sonst was. Also Ja, das erwähntest du bereits. richtig krass. Richtig, richtig geil. Schmeckt nicht nach Red Bull im Übrigen. Was sich zum Speerfischen auch gut eignet als Material ist Bambus zum Beispiel. Aber da muss man wirklich in ganz bestimmten Regionen der Welt sein. Rainer, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber für Haselnuss stecken musst du auch in ganz bestimmten Gegenden der Welt sein. Ich glaube, wenn sie sich irgendwie auf irgendeiner tropischen Insel aussetzen, dann ist mit Haselnuss stecken eher Essig. Na gut, Leute, wo sind wir? 1 Stunde 6, einwandfrei. Einwandfrei, Leute. Suchen wir uns heute kein zweites Video mehr raus. Ich bin ein wenig fertig. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr euch das hier gebt. Und tut nichts, was Rainer tut. Medal off.